Das Zwischenrundenspiel um die deutsche Handballmeisterschaft zwischen Frisch auf Göppingen und dem Westvierten Eintracht Hagen war noch keine 30 Sekunden alt. Da führten die Hagener bereits 1:0. Gleich bekommt der halblinke Röhle den Ball zugespielt. Da ist er schon, Sprung, Schuss, Tor. Zufall, sagten die 4.500 Zuschauer in Göppingen und rückten sich bequem zurecht, denn die Frisch-auf-Buben begannen nun das Zaubernetz ihrer Kombinationen zu spinnen, in das sie die Westfalen in den nächsten 10 Minuten buchstäblich einwickelten. Fritz Jarosch, der Linksaußen, Meister, Vollmer, Spielführer und Mittelstürmer. Da ist Meister unfair gehalten worden. Freiwurf für Frisch auf Göppingen. Schiedsrichter Gerstenberger fand nicht die Zustimmung aller Zuschauer, aber er war für mein Gefühl doch recht gut und diesem schwierigen Spiel ein guter Leiter. (1:1), das war Vollmers Geschoss. Jarosch wird unfair am Torwurf behindert, 14 Meter. Vollmer lässt Torhüter Wiegershaus keine Chance, 2:1. Die Hagener kamen mit der Göppinger Deckung nicht zurecht. Sie wirkten zu schwerfällig in den ersten 10 Minuten und versuchten immer wieder nur ihre beiden Halbstürmer Röhle und Struff anzuspielen. Alle anderen trauten sich keinen Torwurf zu. Hier ist Struff verletzt worden. Röhle springt und schießt, aber die Göppinger Deckung ist aufmerksam. Und nun fällt gleich das dritte Tor für Göppingen, bei dem der halblinke Meister in wirklich meisterhafter Weise die gesamte Hagener Deckung, die zunächst sehr massiert wirkt, verlädt und durch eine geschickte Körpertäuschung gleich sehen, wie es sich genau den Raum verschafft, den er zum Torwurf braucht. 3:1 durch Meister. Das ging so weiter bis zum 5:1. Dann kam Hagen durch Struff auf 5:2 heran und plötzlich besannen sich die Leute aus Westfalen auf ihren Ruf und holten Tor für Tor bis zum 6:6 Unentschieden auf. Göppingen hatte Pech bei einigen Lattenwürfen und die Hagener kamen sogar 7:6 in Führung. Das war in der 25. Spielminute. Da ist das Tor. Torschütze wieder der halbrechte Röhle. Nur durch eine Energieleistung des Göppinger Mittelstürmers Vollmer konnten die Göppinger ausgleichen und zur Halbzeit dann durch einen von Vollmer nochmal verwandelten 14 Meter 8:7 führen. Die Experten, hier Siegfried Perrey mit den Nationalspielern Gerhard Grill, Horst Singer und Burkhard Meyer, schüttelten die Köpfe und wunderten sich über diese Wendung, die das Spielgeschehen genommen hatte. Ein Angriff der Westfalen, die in Weiß spielen, Göppingen mit dunklem Hemd und weißer Hose. Inzwischen haben die Göppinger sich sehr geschickt auf die Hagener Wurfkanonen Struff und Röhle einzustellen vermocht. Und sowohl Dieter Nau im Göppinger Tor als auch sein Gegenüber Wiegershaus waren erstklassige Torhüter. Hier ist Wiegershaus. Beim Spielstand von 11:11 schließlich warf Struff aus aussichtsreicher Situation über das Tor und nun Fritz Jarosch in der letzten Spielminute erzielt die 12:11 Führung für Frisch auf Göppingen. Jubel im Turnerschaftsstadion und noch 40 Sekunden Zeit für Eintracht Hagen, diesen Vorsprung auszugleichen. Freiwurf, Struff am Ball, der gefährliche Halbstürmer. Noch einmal Freiwurf für Hagen. Schließlich gerät auch noch ein 7. Göppinger Spieler ins Göppinger Deckungsdrittel. Es gibt einen erneuten Freiwurf. Sekunden vergehen, die Hagener werden sehr erregt. Ein Spiel, das, wie Sie sehen, nicht sehr schön ist, weil das Ergebnis zu knapp war und beide Mannschaften natürlich dann versuchten, jedes Risiko zu vermeiden, sehr auf Ballsicherung bedacht waren und daher auch langsam spielten. Struff am Tor kann schießen und in den Schuss hinein ertönt der Abpfiff des Schiedsrichters. Göppingen verlässt als glücklicher 12:11 Sieger den Platz und ist damit in die Vorschlussrunde der deutschen Meisterschaft eingedrungen.